Servus, grüezi und hallo, welcome back to another video. Wir haben heute da ein Shoot 'em All Bild, also One-Shot-Bild, ein wenig abgewandelt, gibt es so ähnlich auch. Mit einer Besonderheit, ich habe da einen anderen Rucksack drin, draufgebracht hat mir da ein Creator, wo es gar nicht so blöd ist, was er da gesagt hat. Und ja, macht sehr viel Schaden und von Anfang an One-Shot, ohne Buff aufbauen etc. Die bauen sie zwar auf, aber nicht unbedingt notwendig erst für die Dicken. Also in dem Sinn, da würde ich sagen, schauen wir es uns so und packen wir's. Ja, treffen wir mal was, gell? Du, mit dem Start da. Ja, so mal. So, da haben wir jetzt das Bild. Wie gesagt, das ist, wenn wir Mikro rutschen da. Ja, wir haben da die Nemesis drin und den Weißen Tod und die D50. Dann haben wir, wie heißt das, Schlagtrauma von Douglas Harding. Es ist immer alles nach Kopfschussschaden gerollt und Waffenschaden, soweit es weggegangen ist. Douglas Harding 20% Pistolenschaden, das ist auch ganz nice. 20% Kopfschussschaden und 10% Kopfschussschaden Mod. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Dann haben wir da die Serienmörder, die ist, ja, die brauchen wir unbedingt. Steigert den Schaden enorm. Wenn wir über 150% Kopfschussschaden im Bild kommen, dann kann er bis zu 1250% gesteigert werden, der Kopfschussschaden, und das ist ein enormes Ding. Jo, dann haben wir drin die Habsburg Guard Handschuhe. Da haben die jetzt Rüstung drauf. Ich habe es nicht anders gekriegt, normalerweise auch Waffenschaden, aber ich habe festgestellt, mit Rüstung zweimal im Bild ist gar nicht so dumm, weil man nicht arg so schnell umfällt. Und macht jetzt auch nichts aus. Wichtig, 15% Kopfschussschaden, nochmal 10% Kopfschussschaden, wieder bei 25% insgesamt. Dann haben wir den Pack Picaros Holster, bringt uns Rüstung und Waffenschaden. Kopfschussschaden natürlich wieder dazu. Dann haben wir da die Gebet des Fuchses, auch mit Kopfschussschaden, Schaden gegen ungedeckt. Und naja, hat noch nicht ganz ausgerollt, aber hab's nicht wirklich gemerkt. Ja, was haben wir noch? Und dann der Rucksack. Das Rückgrat, ja, Lengmo. Das ist ein neuer Markensatz, der ist dazugekommen mit einem Update. Sprengsatzwiderstand ist vielleicht nicht schlecht, wenn man das einmal auf legendär probieren hat. Bringt dann auch was. Mit der anderen Spezialisierung kann es vielleicht direkt nicht schlecht sein, muss ich aber noch probieren, war Blätter hergerät. Was aber interessant ist, perfekte unaufhaltsame Kraft. Ja, das Töten eines Gegners erhöht den gesamten Waffenschaden 15 Sekunden lang um 7% und kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. Also 35% Waffenschaden mehr. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Na, es sind schon 35. Rechnen aber schlecht. Ist wurscht. Das Pendant dazu war das Geschenk. Perfekte Wachsamkeit. Hat 25% Waffenschaden Verstärkung.
Aber wenn du getroffen wirst, setzt er 3 Sekunden lang aus. Passiert beim Rückgrat nicht. Das ist scheißegal, wie oft das man getroffen wird. Und drum, das Text muss man bei dem zwar aufbauen, aber die fallen halt nicht weg, wenn man getroffen wird. Ja? Also von dem her gesehen, finde ich den fast besser. Oder ist besser. Ja, optimal wäre natürlich, jetzt sage ich mal, einen solchen Rucksack zu haben, Providence Devons, ja, einen normalen, wo man dann das Talent unaufhaltsam draufrollt. Das ist vielleicht nur noch mehr, also ein bisschen bessere Variante, habe ich aber leider nicht gekriegt und habe es auch noch nicht probiert. Ja, wie gesagt, Luft nach oben ist noch. Aber wie gesagt, ich bin nur ein kleines Licht und probiere die Builds. Aber das ist echt nicht schlecht und die Kräuter, die machen das dann schon. Oder vielleicht selber mal umbauen und probieren, dass sie wieder mal ein besseres Bild rausbringen. Ich muss nicht der Beste sein, aber für mich funktioniert das Ding brutal gut. Dann haben wir noch die Werte. Sag mal, ich komme da auf Kopfschussschaden 296%. Und das ist schon eine Hausnummer. Wenn man sagt, man nimmt den anderen Rucksack, kommt man bestimmt über 300 drüber. So, glaube ich zumindest, ich habe es nicht nachgerechnet. Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer, das interessiert mich jetzt eigentlich weniger. Waffenschaden, ja, das ist jetzt die Nemesis, hat man 2 Millionen. Wichtig bei der ganzen Geschichte, bei dem Bild, überall das entschlossen drauf zu haben. Ja, doch, entschlossen drauf zu haben. Oder wie heißt das Ding? Doch, entschlossen, ja. Im Weißen Tod, die Waffe, habe ja 14 gerollt. Und dann Entschlossenheit drauf da. Was auch gescheit ist, Schaden gegen ungedeckte Ziele. Und die Waffe allein hat schon 137% Kopfschussschaden. Ich habe dann da noch drauf da das Visier von der Spezialisierung, auch nochmal 45% Kopfschussschaden. Und durch das komme ich dann so hoch hin. Der Trick bei dem ganzen Bild ist, wenn man mit der D50 schießt, ja. Das Bild ist ja ähnlich wie das D50-Bild von Red Rabbit. Kann man schauen bei mir auf der Website, am Kanal ist der Link zu ihm. Fähiger Mann. Und auf den Rucksack bin ich gekommen durch Shoot to Loot sein letztes Video. Der erklärt das aber recht gut, wie so ein Nachrichtensprecher. Mir gefällt's. Hat auch was drauf, der Bursch, aber der hat mir auf die Idee gebracht. Und der will ja inspirieren, hat er da. Und das ist der, ja, sage ich mal, mein Einfall, der bei mir eingefallen ist, ja. Ein dummes Geschmatz halt wieder. So, mit D50 war ich stehen bleiben. Die hat auch Kopfschussschaden drauf. Spielen mit den Skills, mit Köder und Bollwerk. Wenn jetzt einer zu nahe kommt, dann Bollwerk raus, also das Schild und die 50 her und dann geht es wieder dahin mit One-Shot. Also, wenn man aufpasst, läuft das ganz gut. Man hat halt nicht allzu viel Rüstung. Ich komme jetzt auf 1,1 Millionen. Ist jetzt für so ein One-Shot-Bild nicht schlecht, glaube ich. Ja, das einzige, die Waffe hat 14 von der Expertise drauf, alles andere ist auf Normalstand. Ähm, und die Rüstungsteile bringt sowieso nichts, wenn man die in T rollt, weil man ja nur Rüstung kriegt und nicht Waffenschaden. Hm, ja, die Waffen sind halt interessant, bis auf 15 zum Rollen. Das bringt dann schon was, aber kostet halt einiges. Und vielleicht das Schild ist auch interessant zum Hochrollen, weil es halt stabiler wird. Ob das dann letztendlich so viel ausreißt, das können andere ausrechnen. Ich glaube es jetzt einmal nicht recht. Also es funktioniert ja so, wie es jetzt ist, schon ganz gut. Aber wie gesagt, Luft nach oben haben wir. So, Spezialisierung habe ich Scharfschützen genommen. Das Gewehr selber brauchen wir nicht. Aber die Spezialisierung hat halt nochmal extra Kopfschussschaden auf Gewehre und Scharfschützenteile. Die Nemesis habe ich mitgenommen, ja. Ist einmal ganz lustig, wenn die Buffs aufgebaut sind, alle, und hast einen dicken da. Also die blast du schon weg. Braucht es aber tatsächlich nicht, weil mit dem weißen Tod haut man sowieso alles weg, was da daherkommt. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen Gameplay an. Wie gesagt, jedes Teil ist, soweit es geht, auf Kopfschussschaden gerollt. Ja. Wenn man die zwei, den da auch noch daherbringen kann, da, also ich habe jetzt eine Rüstungsregeneration, ich habe ihn einfach nicht anders gekriegt noch. Waffenschaden muss man halt immer umrollen, weil so viel was droppt ja nur in Blau. Und
ja, soweit haben wir dann so durch, glaube ich mal. Fragen, Kommentare gern im Channel unten reinklatschen. Abo, Like natürlich auch gern. Aber ja, bin nicht angewiesen drauf. Also dann schauen wir uns noch ein wenig Gameplay an und ich hoffe, euch gefällt's. Probiert es aus. Bis zum nächsten Mal dann. Servus. Mich zurückziehen! Das ist ein guter Ort für ein Geschütz!
Schau mal, wie man sieht, haben wir gerade den Verkehr ausgesucht. Ja, man braucht bei dem Bild erst einmal einen Kopfschuss, damit das Talent aktiviert wird. Wenn man sich da gerade einen Ticken aussucht, ist das nicht so einfach. Aber durch das, dass man das Bild doch etwas tanky ist, dann funktioniert das. Und wenn man sagt, ein Kopfschuss, dem was umhaut, und dann geht es dahin. Trotzdem ist man nicht unverwundbar, man muss einfach schon schauen, dass man keinen übersägt. Und ja, wie gesagt, wenn man die Mechanik ein bisschen heraus hat, dann merkt man alles um. Das Bild hat nur Probleme, wenn ja, Ed daherkommt, der wo Rüstung hat mit einem Helm. Weil dann braucht man einen Schuss für einen Helm und dann braucht man wieder einen Kopfschuss. Ja, jetzt ist, ja, da ist das Ding weg, jetzt sieht man es recht schön. So, und jetzt muss ich wieder ein paar Mal drauf schießen, bis ich wieder einen Kopfschuss habe. Und dann geht es wieder weiter. Was bei dem Bild halt relativ gut ist, wie gesagt, doch einiges an Rüstung. Weil wenn man den einen Rüstungsmod, was ich drin habe, raus tut, dann hat man wahrscheinlich, oder dann ist der Schaden halt höher. Aber wie gesagt, jetzt einen gelben umblasen, solange das Talent aktiv ist und das Rückgrat aktiv ist, hat man schon einiges an Schaden mehr. Beim Rückgrat ist gut zu wissen, da muss dann etwas schießen, der wo, ich glaube, innerhalb von 10 Meter ist. Muss ich nochmal nachlesen, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber es geht jetzt zum Beispiel nicht, wenn er weiter weg ist. Ne? Ist aber eigentlich gar nicht so stark notwendig. Es ist eher wichtig, wenn man jetzt halt mit einem weißen Tod schießt, der geht auf Distanz, da funktioniert das wunderbar. Und wenn man dann im Nahkampf sich befindet, ja, dann kriegt man zusätzlichen Waffenschaden eben durch den Rucksack noch dazu, was bestimmt nicht verkehrt ist oder schlecht. Ja. Ich spiele jetzt auch heroisch mit allen Direktiven, also ist von Haus aus nicht so ganz einfach. Wie gesagt, also es ist jetzt nicht das mega Überbild, aber ich komme absolut klar damit, weil ich einfach absolut kein roter Spieler bin, ja, der aber alles auf Rot gerollt hat. Ich mag es lieber, wenn ich ein bisschen tanky bin, dafür schieße ich ein wenig öfter hier drauf. Da hat es jetzt auch nicht funktioniert, haben wir den Vollkalten wieder ausgesucht. Aber erster Schuss ohne Buff hat man 4 Mille gehabt. Jetzt suchen wir dann gerade wieder einen aus, da ist jemand erwischt hat. Oder den da, genau. So, jetzt ist das wieder aktiv. Und jetzt geht es dann dahin. Man muss auch nicht unbedingt zielen. Einfach nur so schießen, genau, ohne zielen. Hauptsache man trifft ihn irgendwo. Das Gute ist, man muss dann auch nicht immer im Kopf erwischen, sondern man gelangt, wenn man überhaupt trifft. Und das ist für mich gut, weil ich bin einfach im Ziel nicht der Beste. Und so machst du alles weg, wie es nacheinander herkommen. Es erlaubt auch einen Schuss daneben, was halt der Buff wieder wegfällt, ist einem Helm treffen, und reißt seinen Helm und der bleibt trotzdem nur stehen. Das ist, wenn man gleich mit einem Dicken anfängt oder wenn man jetzt ein Ding spielt, wie sagt man, eine Mission, und da kann man gleich am Anfang lauter gelbe, ja, dann wird es ein bisschen haarig, bis man den ersten zerlegt hat und dann geht es sowieso wieder dahin. Ne? Wenn man bei 239% Kopfschussschaden muss man am Anfang unbedingt einen Kopf treffen. Ne? Da habe ich jetzt 2 oder 3 Schuss braucht für den mit dem Helm. Ja, es ist halt nicht das pure absolute Sniper-Bild, sondern mehr für Open World, weil man eben tanky ist und trotzdem immensen Schaden macht. Ja. Das Ursprungsbild ist das die 50 Bild vom Red Rabbit. Ich habe das ein wenig umgebaut, weil mich tatsächlich der Shoot-to-Loot durch sein neues Pestilenzbild draufgebracht hat, dass man nicht unbedingt mit überwacht dem Rucksack spielen muss. Und ich habe jetzt das mal mit Rückgrat probiert und funktioniert für mich wunderbar. Weil beim Überwacht hast vielleicht den Schaden, glaub sogar mehr, beziehungsweise auch auf weitere Distanz. Aber wenn dir halt einer trifft, ist der Buff weg und musst wieder 4 Sekunden warten. Und 4 Sekunden im Spiel sind unter Umständen schon ein Haufen Flints. Ja, ja, dann baut es nach und probiert es, was Sache ist. Ja, da sieht man wieder, ui, dann wird das Bollwerk raus und dahin geht's. Da haut die keiner so schnell um. Naja, in dem Sinne,
Abo, Like immer gern gesehen. Und schaut bei mir im Discord vorbei, war auch ganz nett. Also, Servus dann, bis zum nächsten Mal. Manuelle Kontrolle erforderlich. Über die Seite. Nein, nein, zurück. Im Auge behalten. Hey! Also, okay. Ich weiß, dass das ziemlich schräg ist. Die True Sons waren mal